Das kann also tatsächlich eine Verlängerung von schon bekannten Maßnahmen. Und dawegs muss man leider nach immer konstatieren, dass die Koalition und ihre Parteien sich an ihrer Politik festklammern. Nimmer mengen sie, dass die Regierung Recht hat, an dieser sanitären Situation als verfassungsmäßig garantiert Freiheiten und Grundrechte anzuschränken und Leck von Öwenraf zu behandeln. Und einmal so mehr als der dazu deutlich Nein. Für uns ist es klar, dass wir weder eine Ausgangssperre akzeptieren, noch Vorschriften, was Leck dürfen bei sich daheim machen. Darin sieht der kein Weg der Restriktionen von den persönlichen Freiheiten als Schluss mit dem Angriff an Privatsphäre. Am Gegenteil. Als Grundrechte müssen es hergestellt gehen, das heißt, die Ausgangssperre muss abgehoben gehen, gerade wie die Einschränkung, dass in dem man Maximum 2 Leute aus dem selben Staat darf empfangen. Aus Aktualitätsgründen will ich aber heute direkt zur Bemerkung machen, eng über den Impfstoff AstraZeneca an eng über die Schule. Herr Präsident, für uns als der ist es klar, dass man so viel Sicherheit wie möglich bei den Impfungen verlangen und noch müssen haben. Man hat aber beim AstraZeneca deutlich Zwischenfälle an Österreich und Dänemark, aber wir verlangen eine komplette Abklärung von diesen tragischen Evenementen, immer mit dem Impfstoff eventuell viel erfahren. In Europa sind wir 300 Komplikationen mit dem Impfstoff bekannt, aber wir werden erst das Thema durch eine ehrlich, sachlich und tiefgreifende Analyse mischt, für das Vertrauen an den Impfstoff kann hergestellt gehen. Eine zweite Bemerkung betrifft Schulen. Das ist vielleicht nicht zu verstehen, dass der Herr Meisch seit dem Anfang von dieser Krise nicht fertiggebracht hat, eine gewisse Prävisibilität und Konstanz an das Schulwesen zu bringen. Die Episode von dieser Woche, für den Staatsrat, den Herr Meisch zurückgepafft hat, als dieses weiteres Beispiel. Auch die Prozedur, der Wissel als darüber gegangen, als ganz fragwürdig, wie er mit einem umgegangen ist. Die Frauen rund um eine legale Basis für seine Politik sind an diesen Jahren berechtigt. Ihr, den Herr Meisch, endlich eine klare Idee hat für alle Schulen, als das Covid-Krise bestimmt schon war, wenn ich da Madame Loche gut nur gelauscht habe. Wir bewegen uns auch weiterhin an einem Kader von der juristischen Unsicherheit. Was die umstrittenen Frauen rund um Masken angeht, denke mir, dass für ganz kleine Kinder eine Maskenpflicht nicht erbracht ist. Da muss ich eben probieren, Kinder mehr von denen zu halten, an die Klassensaal, an den Unterricht so abzudelen, an die Spieler so zu organisieren, dass mehr Distanz möglich ist. Mehr kleine Kinder bewegen sich viel, brauchen auch noch mehr visuellen Kontakt wie die Migros. Du willst als eine permanente Maskenpflicht einfach nicht realistisch. Für mich Kurzperioden, an denen sie keine Masken antun, sind mir aber kein Problem. Es kann ich auch die Klassensäle mittags lüften. Wichtig ist, dass die Kinder keine Angst gemerkt wird. Ein Klima von Angst kann gravierend psychologische Konsequenzen haben, und die wollen wir evitieren. Herr Präsident, ähnlich wie die Regierung und die anderen Parteien freut der auch schon seit langem die Ouverture von dem Horeca-Sektor. Die Horeca muss die Etablissement darin können abmachen, das selbstverständlich am Respekt von den Sicherheitsmaßnahmen. Wenn die Regierung an der aktuellen Situation nicht so weit will gehen, wird die Etablissement darin ganz abzumachen, sollen man so Terrassen abmachen. Die Horeca hat erklärt, dass Open Terrassen sogar einen positiven Effekt auf die Infektionsinzidenz könnten haben, und das kann man gut nachvollziehen. Im Bereich vom Sport verstehen wir nicht für wertlich ähnliche Maßnahmen wie bei der Kultur könnten angefeiert gehen.
Neisenär müssen Sportzahlen an Stadien auch nicht für Spektateuren abgemerkt gehen. Selbstverständlich auch an Respekt von der Sicherheitsmaßnahmen. Sportsmanifestationen wie Klo sind jedenfalls keine langfristige Lesung für die Sportler und auch ihre Supporter. Auf der Tugde hätte schon lange einen positiven Schritt geholt gehen. Die ganz restriktiven Maßnahmen, die bis zum 2. April gelten, erlauben es den Vereinen, die an der UGDA zusammengeschlossen sind, nicht Aktivitäten auf dem Niveau durchzuführen, für dem sie für an der Corona-Krise operiert haben. Die Regierung sieht, soweit ich informiert bin, haben sie eine einzige Regierung mit der UGDA zu dem Thema gehabt. Das weist aber an uns an, just wie wichtig die Form von Kultur an den Namen von der geringer Kulturminister ist. Wir verlangen, dass das Musikvereine erst geholt gehen. Herr Präsident. Als RDR verlangen wir mehr Prävisibilität. Es geht nicht der all paar Wochen, das nämlich zu sagen, die nächsten paar Wochen wären decisiv und dann egal wird geschickt, einfach so viel erfahren wie für dran. Die Regierung soll endlich sagen, was sie auf langer Sicht will, hat, für das Betriebe, Vereine, Entrepreneure, Sportler, Touristen und so weiter ihr Leben können planen. Wie auch gut, wie das angedeutet ging, wenn der Horeca-Sektor ein bisschen extra informiert wie die letzte Kriege, was sie ihrem dürfen abmachen, weil sie müssen sich auch organisieren. Was Menschen an der aktuellen Krise am meisten verunsichert, als Tatsache, dass sie keine mittel- und langfristige Decisionen für das Leben können holen. Die Regierung muss also endlich Prävisionen aufstellen, so was Parameter sind, und denen sie hier zukünftig Decisionen holen wird. Der ist nicht länger ihre Forderung. Ich will just auf den Kollege Medikal verweisen, den auch ein wichtig Aussage mischt, an dem hier unterstreicht, dass der größte Teil von der Population es mit als was Corona-Restriktionen angeht, auf psychisch unter Druck ist. Dass der Kollege Medikal aus seinem neuen Avis feststellt, mich den einen neuen Abruf, dass die Population dringend soll entlasten. Ich zitiere den Kollege Medikal. Il faudra présenter désormais des perspectives concrètes de reprise de notre vie privée, économique et socio-culturelle. Naturellement toujours avec des concepts hygiéniques efficaces. Zwischen Zeilen sieht im Collège Medikal für die sanitären Maßnahmen betreffend Sektoren nichts abzumachen. Als der haben wir das schon lange gefordert, legt die unter psychologische Konsequenzen von der Covid-Krise legten, müssen endlich keine Frieden empfangen und nicht eine Aussicht auf ein normales Leben haben. Das gilt besonders auch für die Jungkleid. Und dazu eine Reihe von rezenten Etüden, die Leute nach mehr Restriktionen wie legt, die an der Mitte von ihrem Lebensweg stehen. Wir wundern uns, die Etüden sind auch die Gambia-Parteien an der CSV bestens bekannt, gehen noch zum Teil zitiert, aber stimmen Parteien für die Restriktionen, für an denen sie warnen. CSV verlangen sogar nach von Anfang an der Krise nach mich streng Maßnahmen. Herr Präsident, wir meinen seit Jahren über die Entwicklungen in Europa. Wir insistieren darauf, dass es keine Zu-Klasse-Gesellschaft darf geben, keine anderen Rechte für die Geimpften und die nicht Geimpften, zum Beispiel beim Reisen. Von dort bis kommt, machen wir es mehr Sorgen in Zukunft von unserer Gesellschaft. Wir sind Gefahren für eine Konditionierung von den Grundrechten für Verschwanden vom Sekret Medikal, für eine Benotteiligung von den Leuten mit Krankheiten und so weiter. Das ist lo, wo wir uns müssen denen Gefahren entgegenstellen und uns nicht nur auf den Coronavirus konzentrieren. Wir dürfen das Großganze nicht erst nahe verlieren. Wir fördern die Regierung auf, sich gegen diese Tendenzen zu engagieren. Dasselbe muss natürlich hier im Land gelten.
Für Eisel seid ihr nicht froh, dass den muss ein Impfpass oder ein Testresultat weisen, wenn ihr wollt an die Kino oder an Restaurant gehen. Dabei könnt dass besonders Schnelltester nicht ganz fiabel sind. Für Eisel seid ihr also klar, dass wir bis genug geimpft sind, müssen Restriktionen nicht fallen, als Leben muss sich normalisieren, und zwar ohne Schad für als Grundrechte. Da der stellt fest, dass das Gesetz aber nicht an als Grundrechte ergreift, er wird noch dafür dagegen stimmen.